Es ist kalt, es ist bitterkalt, mitten im Sommer, hier beim Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Ja, heute echt mal wieder von der Sonnenedition aus. Und zwar, wie ihr schon ungefähr sehen könnt, ich bin zumindest unter dem Bildschirm her. Und zwar, wie angekündigt vom letzten Part noch, muss ich hier hin, wenn ich halt Crabbox jetzt halt entwickeln möchte. Und da wir das vom Mond aus noch nicht konnten, also wir ganz kurz rübergetauscht auf Sonne und jo. Wollen wir sagen, es geht los hier, wa? Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe bereits... welches Team habe ich? Nee, ist perfekt. Ist perfekt. Perfekt, deswegen Eisbrecher, genau, wie bereits erwähnt, von Mond rüber getauscht. Das hier sind die platzhaltenden neuen Pokémon, die bereits, glaube ich, schon drüben sind auf Mond, die ich dann nachher noch vorstellen möchte, genau. Also Spieler sind halt auch Mond-Pokémon, wenn man das mal so sagen möchte, drüber getauscht haben und vermutlich auch hier bleiben. Und mein aktuelles Team hier auf Sonne, mal ganz kurz noch zum Zeigen und so weiter. Aber jetzt keine große Rolle spielt, aber trotzdem denke ich mal ganz kurz interessant. Unser Money, ja, Mammutl, Eiszahn, Erdbeben, Eissplitter, Steinkante. Ich denke mal ganz starke Attacken, vor allem deswegen, weil ich ja nichts gezüchtet habe und so. Einfach frisch gefangen. Ja, man kann Quiekel in Sonne und Mond fangen. Ist so ein bisschen spezieller, geht erst. Ja, später halt. Aber es ist möglich. Übrigens auch gerade mit dem Hartwesen Plus. Also Hartwesen Plus, ne, Angriffswesen Plus. So gesehen an schlecht. Ja, Balloon, Tollkunde Crew, Gigastoß, Knirscher, Bauchtrommel und Erdbeben für ein Relax mit Speckschicht ist auch nicht verkehrt, vor allem Normi und Z mit Gigastoß. Gut, eigentlich kann man hier natürlich statt Gigastoß, könnte ich eigentlich auch ein Relaxium Z spielen, weil wäre Gigastoß ein bisschen spezieller, sag ich jetzt mal. Ist sogar extra dafür ausgelegt. Aber ganz ehrlich, Bauchtrommel Z ist auch ein bisschen speziell, also von dem her, lieber nicht unterschätzen, ne? Wesen auch hier bei dem ein bisschen Basis, aber es ist auch ein Team genommen. Ansonsten Relax, wie man es in so einem Mond halt fangen kann. Ne? Ich glaube, das ist sogar das, was man ja als Mamfaxo als Event bekommen konnte auf so einem Mond. Mittlerweile jetzt glaube ich nicht. Genau. Also so anfangs, als Sonnenmond erschien, konnte man ja einen Mamfaxo rüber tauschen oder quasi erhalten per Seriencode. Eventverteilung und so, und das hielt eben das Mamfaxium Z oder Relaxium Z, wie es heißt. Das ist das hier, habe ich entwickelt, neu benannt. Genau. Und hier haben wir einen Starter hier. Fuegro, Hulk Hogan, wenn wir in der nächsten Folge noch ein bisschen eine Aktion erleben. Wenn es wieder um Sonne geht, dann geht es eigentlich darum, wie ich in Sonne da ja einen großen Story-Modus und so gezockt habe, vor allem da wegen Solgaleo und so, eben was halt Sonne ein bisschen exklusiv ist. Flammenblitz, Dark Laria, so eine Spezialattacke. Vor allem der Zusatz richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Ziels Schaden an. Das tut weh, hä? Also wenn der Gegner irgendwie Verteidigung plus hat, 6 Mal boostet und so, nützt überhaupt nichts. Hitzekoller ist der einzige spezielle Angriff. Also würde man sagen, kann man ja machen, wenn man irgendwie so einen Gegner vor sich hat, der halt physisch sehr stark ist, aber halt speziell nichts irgendwie aushalten kann. Kreuzhieb trifft sowieso nie, aber naja. So, der Rest, wie bereits erwähnt, Eisbrecher wird jetzt noch entwickelt. Ein Level noch und dann bin ich soweit auch zufrieden. Jetzt Eisbrecher natürlich vorne haben, ist ein bisschen doof, weil, ja, das Level Cap hier, wenn man so will, ist schon ziemlich hoch. Ich glaube, hier sind wir irgendwie auf Level 50 unterwegs und so, deswegen lieber nicht. EP-Teil, oh, war schon angeschaut, scheiße. Sogar nochmal. Damit sich Eisbrecher entwickeln kann. Den Crabbox, jetzt in diesem Gebiet bereits hier. Sobald Crabbox ein Level Up bekommt, also sprich, der könnte sich hier sogar auf Level 2 schon entwickeln. Ja, sobald er hier oben halt in diesem Gebiet ein Level Up bekommt, entwickelt es sich weiter. Das Problem natürlich Level 2 entwickeln, ja, wenn er bereits gute Attacken hat, okay. Nun zum Fall will ich aber Crabbox erst 37 haben von der Entwicklung, damit es noch eine geile Attacke erlernt. Und dann soll es sich entwickeln. Deswegen mache ich gerade das ganze Umständliche hier. Und dachte mir, dass es schon ein bisschen spezieller ist, sollte ich das Ganze auch noch genießen können.
Ich glaube, Mani und Baloo waren der Pokémon, die ich erst nach der Story ins Team genommen habe. Und deswegen, ja, kann ich schon so jetzt drin haben. Und vor allem zeigen. Steinkanne triffst du. Ist auch eher selten. Quapsel. Ja, das ist natürlich gerade ein bisschen Fehler, dass ich das im Team habe. Aber wird schon. Ich habe natürlich auch gesehen, dass Mani ja spezielle Erfahrungspunkte bekommt. Ah, genau, weil er wegen, wie heißt schon wieder, Pokémon Ani oder so? Ne, nur glaube ich, 6. Generation? Nicht mehr 7. Jedenfalls Zuneigung, es war Plus und so und ja, seit 7. Generation sind dann die Pokémon natürlich auch ein bisschen zufrieden und deswegen, jo. Müssen eigentlich auch reichen. Start normal effektiv, 13 Level Unterschied. Ja, man ist sowieso angriffsmäßig geil drauf. Ja, ein Mammut hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und da dachte mir so, okay, wenn ich schon die Gelegenheit bekomme, Quiekel zu fangen, warum eigentlich nicht? Hä? Kann man mal machen. Abgesehen davon, Typenkombination Eis-Pony ist eigentlich immer geil. Ein Vulpix kommt selten allein. Das Alola Vulpix. Ja, ein Mond wäre es vermutlich eher einfach Alola Sandan. Hat ja auch einen Eistypus. Allerdings Alola Sandan ja Eisstahl. Warum? Keine Ahnung. Natürlich. Erdbeben trifft mit 100% Genauigkeit, aber Blizzard mit die 70 oder so trifft. Ist richtig Spiel. Muss mir der Schneefall sein, wa? Wenn meine Trefferquote ein bisschen senkt. So, lange soll es eigentlich nicht dauern. Bis da so. Wisst ihr was? Ich kann echt mal ganz kurz da tauschen. Ah, nicht der Pokédex, nein! Ich habe die ganzen Dinge anders angeordnet. Die ganzen Schaltflächen. So, ich habe mal Balloon nach vorne. Der Eisbrecher nicht mehr lang, oder? Bis zur Entwicklung. Oh. Länger als erwartet. Da mal nach vorne schicken, unseren Eisbrecher, der 1000 hat. Können natürlich auch kurz gucken, ob ich noch ein Glücksei habe. Schnäppke, Schnäppke. Balloon sind tollkühne Crew, oder ja, tollkühne Crew. Ach, stimmt, was ich noch sagen wollte, war? Sepp Bauchtrommel. Kabelregeneration selbst. Ich war das schon wieder. Ich glaube, das ist für den Fall mal angenommen, wenn Axel bereits ein bisschen geschwächt war. Sprich, er hat schon die Hälfte seiner Kabel verbraucht. Dann wird Sepp Bauchtrommel erst heilen und dann senken um die Hälfte. Dass man halt garantiert eine Bauchtrommel durchbekommt. Aber generell ist es trotzdem geil, wenn man so überlegt. Hänge. Ja, Hänge no Jutsu war von dem her halt. Daher kommt das Ganze. Aber sowieso Eis-Pokémon hier oben sind, kann ich eigentlich auch Eisbrecher nach vorne packen. So, Hulk Hogan muss ich noch nicht zeigen, weil den seht ihr sowieso. Wie bereits erwähnt, in Kürze in den speziellen Sonne-Parts, wo es halt ja eigentlich nur um Sonne geht. Habe ich jetzt irgendwo ein Glücksei? Tatsache. Das ist aber zur Vorbereitung, wa? Naja. Ein Sneebel! Ein grauer geiles Pokémon. War natürlich die Weiterentwicklung, mein Eis und Licht. Klar, Kampfschwäche, ziemlich übel, alles andere aber ziemlich geil. Ich würde sagen, Strafattack macht dann gar nichts. Ja, 4 Damage, das war zu viel. Und Eisbrecher hat's geschafft. Also er lernt eine spezielle Attacke, für sich selbst zumindest, nämlich Krabbehammer. Eine physische Wasserattacke. Ich meine, klar, es ist eine Krabbe, aber es ist eine Kampfkrabbe, von dem her. Krabbehammer. Schlägt mit Schere zu hohe Volltrefferquote, muss natürlich rein, gar kein Thema. Für den Blubstrahl. So, Freunde, und jetzt wird es Zeit
für Quapsel. Nein, für die Entwicklung. Nanu, Eisbrecher will es entwickeln. Oh yes. Eisbrecher Shoshinka. Jetzt wisst ihr auch, wieso Eisbrecher heißt. Es ist ein Krawell. Und Krawell hat einen interessanten Typus. Bist reinguckt. Ja, ich bin voll Heimann. Es wollte auf eine verschneite Bergspitze, hat sich aber verlaufen. In der Kälte wuchs dann ein Fell und entwickelte sich weiter. Ja, okay, eine Fellkrabbe. Deswegen auch Kampfeis. Und es entwickelt, es erlernt per Entwicklung. Eishieb, echt jetzt? Was für eine andere Attacke? Oder kommt die jetzt noch? Weil Eisbrecher kann eine einzigartige Attacke lernen, die kein anderes Pokémon lernen kann. So, natürlich kommt das noch rein. Eins, ein Schub und perfekt, den Eishieb. Also doch. Die Attacke meinte ich, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich auf Level 37 Eishieber lernt und Eishammer automatisch. Eishammer ist eben die Attacke, die nur Krawell lernen kann. Was macht sie? Sie ist eigentlich wie Crabhammer, nur auf Eis bezogen. Durch einen starken Hieb senkt Initiative des Anwenders. Okay, das ist ein bisschen anders. Wie gesagt, so hier. Trotzdem 190. Wenn er natürlich einen großen Linse hätte, wäre es noch geiler. Eishieb. Ja, beides drin lassen. Nee. Ich pack das weg und Krawell kriegt seinen einzigartigen Move, den nur er kann. Eishammer lernen. Jetzt hat er Eishammer und Crabhammer und Durchbruch. Ist im Prinzip auch mit den Fäusten. Ja, denken wir, es hat sich gelohnt. Weiter geht's gleich auf Mond in unserem komplett neuen Team. Also komplett übertrieben. Aber 3 Pokémon sind neu. Eins von ist Krawell, die anderen beiden seht ihr gleich. Und wie versprochen sind wir zurück auf der Mond-Edition mit einem komplett neuen Team, das ich euch jetzt vorstellen möchte. Beziehungsweise 3 sind neu oder beziehungsweise noch 2. Eins kennt ihr bereits. Aber egal. Auf der Position Nummer 1, Kaipora Level 40, unser Silvaro. Wertattacken sind soweit klar, das hat nichts geändert, wie soll es ja auch, ist erst ein Part her. Auf Platz Nummer 2, unser Quatschutz Level 39. Freundschaftsakt, ja, kein Spitzname, wie auch. Ist ja eigentlich echtes Quatschutz, so war. Von dem her, dass er freigelassen hat. Egal. Platz Nummer 3, Salamandra! Matschbomben, Funkenflug, Toxin und Ränkeschmied. Dank Korrosion kann ich jedes Ziel vergiften, egal ob Gift oder Stahl. Einfach nur geil, aber speziell ausgerichtet. Wie könnte es anders sein? Mäßiges Wesen sogar perfekt. Um sogar das Wesen weiter zu züchten, nicht wahr? Platz Nummer 4, was ihr bereits kennt. Unser Eisbrecher, es ist Krawell mit Eisenfaust als Fähigkeit. Wie geil ist das denn bitte? Die Stärke von Hieb, Punch, Faust und Schlagattacken. Das heißt Durchbruch, Eishammer, Crabhammer. Wenn er dadurch verstärkt ist, aber auch noch eine physische Wasserattacke. Wie geil ist das denn? Oder noch ein bisschen was dazu. Power Punch mäßig so etwas. Ne, das vielleicht eher weniger, aber es gibt ja noch ein paar andere Attacken, die halt von der Eisenfaust profitieren. So. Das sind die 4 bekannten. Mehr oder weniger. Jetzt kommen die 2 neuen, die ich auch aus Sonne rüber getauscht habe. Eins davon bereits ein bisschen angeteasert, auch wegen Elektro und so oder Käfer. Und das andere, das hatten wir schon in seiner Nachtform. Aber ich dachte mir so, ich brauche ein bisschen mehr Speed im Team und deswegen ist hier Idefix, die Tagesform von Volvarock. Kann man nur auf der Sonnenedition momentan entwickeln. Vielleicht geht es nachher ja auf Ultrasonne, Ultramond, auch wirklich am Tag und so, weiß das schon. Es beherrscht Felsgrab bis es beherrscht Turbofelsen, eine Prio-Attacke vom Typ Gestein. Wie geil ist das denn bitte? Tarnsteine, ja, hat ein neutrales Wesen und so. Ihr seht schon, Angriff, Initiative, ja, es ist viele KP und so. Es ist eben halt, während die Nachtform von Volvarock halt eher defensiv ausgerichtet ist, deswegen auch ein bisschen langsamer, ist halt dieses Volvarock echt auf Speed aus. Wäre natürlich geil, wenn das die Nachtform mit Turbofelsen haben könnte. Alter. Sancha, weiß gar nicht mehr.
In Sunshine Initiative. Ja. Ich habe die beste Fähigkeit, aber egal. Das letzte. Was wird das wohl sein? Es ist Volt! Benannt nach Tales of Berseria. Tales of allgemein halt dem Inventargeist des Blitzes. Es ist Mabula. Ein Käfer-Pokémon aus Funkensprung kann verlassen nicht so sehr auf die Attacken, das wird sowieso alles ändern. Generell ist natürlich Volt jetzt halt Mabula ein Pokémon, was ich noch nicht sehr stark trainieren werde am Anfang. Weil es kann sich zweimal entwickeln, einmal geht eigentlich sofort, das ist gar kein Problem, also ich glaube bei Level 20 oder so geht das. Aber die zweite und letzte Entwicklung geht erst ab der 4. Insel. Da wir die sowieso bald anschauen, dachte ich mir so, okay, hol's bereits ins Team. Und das ist zumindest bis auf weiteres unser neues Team. Ich kann natürlich sagen, okay, Eisbrecher mit Wasser, ich habe hier schon Wasser. Aber hey, allein schon Typenkombination, Pflanze, Geist, Wasser, Unlicht, Gift, Feuer, Kampf, Eis, Gestein, okay, Solo. Käfer, momentan noch Solo. Ist eigentlich schon ziemlich geil, nicht wahr? So, deswegen, ich packe jetzt mal Eisbrecher nach vorne, mit ein bisschen was zu zeigen hat. Wollen mal ganz kurz gucken. Habe ich schon irgendwie Aki und Z, wirklich jetzt aber eigentlich nicht. Habe ich noch kein Eis-Z, wa? Ja, da fehlt noch, scheiße. Gestein doch, gut, Petrium-Z habe ich. Sehr gut. Dann, Volt-7Z gibt es auch schon mal für den Kleinen hier. Ich will ein bisschen was zeigen, war. Und dann halt nochmal da den Kampf, weil Eisbrecher ist der Kampf-Pokémon, von dem her. Eis-Z fehlt mir jetzt noch, nein, was soll's. So, ich aktiviere auch mal einen EP-Teiler. Damit es auch ein bisschen mit Idefix und Volt ein bisschen schneller vorangeht. Und würde sagen, jetzt wo wir endlich hier sind, geht's ja nochmal los, wa? Mit der Dame geht's zurück, aber jetzt habe ich sicher noch 5 Minuten mindestens diese Folge so ein bisschen zu catchen, wa? Meine Fresse. Weiß ein bisschen lang, was ich hier gemacht habe, aber mir war es halt doch wichtig, dass das Ganze noch sieht. Aber wenn es vermutlich klar war, wie es funktionieren würde. Naja. Ich höre gerade auf, das ist mein erster Kampf mit der Aether Foundation. Nö. Ist die Aether Foundation doch böse? Fragezeichen. Och nö. Alola Dictri mit dem Haarproblem. Oh. Wisst ihr, was der Witz dran ist? Man sieht es nicht an, aber Dictri ist tatsächlich vom Typus Bodenstahl. Ja, ich weiß, Dictri war ja auch schon, und man sieht es Dictri einfach nicht an. Und wegen metallische Haare und so. Eisbrecher, sagt Tschüss. Ja, das ist Eisbrecher. Salamandro! Volt! Akrobatik, auch hier wieder mal eine physische Attacke. Kann man ja machen. Aber eigentlich ist Volt ein Pokémon, was ich nachher auch speziell einsetzen möchte. Viscago, die Weinbergschnecke gegen Eis-Pokémon, das war eine dumme Idee. Freunde, das ist jetzt einfach ein Eishammer. Den, wie bereits erwähnt, nur Krawell, zumindest zur Zeit, erlernen kann. Eigentlich könnte es Kributak theoretisch auch erlernen, aber irgendwie geht es doch nicht. Seltsam. Was? Ja, ich weiß 90 und so. Da fliegt es mal Regen. Alter, wie sah die Attacke aus? Voll krass irgendwie, wa? Bei 20 für Volt! Denn es ist ja so gewollt. Was war Level 20 die Entwicklung? Krass. Stellt sich die Frage, was soll E-Betal wieder ausmachen? Weil es nämlich zu sehr leveln will momentan zumindest. Zu einem Akkup, einem Elektrobus. Es sieht echt scheiße aus. Ne, ich lasse einen E-Betal an. Aber nachher ein bisschen weniger zu tun. Und abgesehen davon, das ist ein normales Playthrough-Team. Da muss nichts perfekt sein und so. Ich zute vermutlich sowieso alles nachher noch neu. Wenn es soweit ist. Ah ja, den großen Käfer kennen wir auch schon. Wenn man da in der Nahrung entsteht elektrische Energie, die es in seinem Strombeutel speichert. Ja. Akkup ist momentan auch noch physisch. Das ist sowieso der Witz daran. Akkup ist auch ein physisches Pokémon.
Also physisch offen, meine ich jetzt. Aber die letzte Stufe, Donarion, die ist wiederum speziell. Also... Spezialdefense erhöhen könnte noch hilfreich sein. Ich weiß, es ist keine Nutzlock-Challenge, wäre sowieso ein Fehler gewesen. Wir sowieso machen wir eine künftige Let's Plays da Nutzlocks draus machen und so. Weil es ein bisschen länger dauert, das ist auch ein bisschen spannender. Ja. Man lernt aus einem Film, nicht wahr? Natürlich mal geil wäre, wenn Randomizer, aber das ist sogar in der 6. Generation noch nicht möglich, weil man 3DS noch nicht irgendwie emulieren kann. Geil wäre es trotzdem, Alter, ich weiß. Es sieht einfach so beknackt aus, irgendwie Krawell. Aber irgendwie ist es auch, ich würde sogar fast sagen, süß. Ja, seht ihr, freut sich. Ja, das war Krawell. Also keine Chance, Typ. Dabei waren wir levelmäßig etwa gleich. Oh yeah, oh yeah. Eta Foundation. Möchte kämpfen. Oh yeah. Wie die mich anguckt. Du bist der Feind, ich muss dich vernichten. Ah ne, gar keinen Bock drauf. Wuff. Ja Mann, wie geht's? Ich bin gut drauf. Oh, das finde ich jetzt aber nicht geil. Ja, Undicht gegen den Kampf-Pokémon ist schon ein bisschen doof. Ah, der Angriff-Drop. Egal, wir mal Krabhammer. Oh oh. Das war's. Schwein gehabt. Der Krabhammer aussieht. Voll als wär's ein Krabhammer von Kingler, wa? Gibt's den Krabhammer echt schon seit der ersten Generation? Ich weiß es gar nicht. Weil ich kenne Krabhammer eigentlich nur von, schnell dritte Generation, nicht Krebutag, die Vorstufe. Ja, egal, wisst ihr, wen ich meine? Ich weiß gar nicht, den Namen nicht mehr. Wasser-Pokémon. Idefix reinschicken, genau. Wohltöntuller eine Variante. Nee. Also schon ein bisschen mehr Verteidigung, aber... Mehr Verteidigung als er? Nee, ich wollte schon sagen. Was habe ich denn gegen den Wasser-Pokémon? Zumindest aktuell gerade. Und nur kein Pura, aber... Ich soll eine andere reinschicken, genau. Na gut, komm. Eisbrecher, komm zurück. Bricht doch nicht immer gleich das Eis auf. So, das bringt relativ wenig, da dann Wasserring, weil du sowieso gleich nicht down bist. Wegen Angriff, Spezialangriff. Wobei, Rasibel ist ja physisch und dem her. Hat nicht gereicht. Ja, ich warte noch ein bisschen auf Kalpuras richtig starke Pflanzenattacken. Jetzt müssen wir Energieball, wenn eine Option, dann müssen wir erstmal Themen finden. Das ist sowieso so etwas, wa? Die meisten Pokémon, vor allem pflanzenmäßig, die ich kenne. Ich meine, es gibt ja pro Kategorie gibt es eigentlich eine starke Attacke, so ähnlich wie Flammenwurf, weil man so 90, 80 Stärke und so. Und sagt, ja, ist eine ordentliche Attacke. Pflanz-Pokémon haben da halt Energieball mit 80, okay, ist ja auch cool. Der Geist-Pokémon Spukball. Aber die wenigsten Pflanzen-Pokémon können Energieball von selbst lernen. Du brauchst immer eine TM. Oder irgendwie Spukball kann ja fast jedes Geist-Pokémon lernen. Automatisch. Naja, das sind so Dinge, wo ich mir schon ein bisschen frage. So, da sind im Prinzip noch ein bisschen die Vorführparts, nicht wahr? Jetzt will ich noch in dieser Folge Eisbrecher noch die Z-Attacke einsetzen lassen. Genau, in der nächsten Folge dann vor allem Idefix ein bisschen ranbringen. Denn ich denke, der hat dann noch ein bisschen was zu zeigen. Idefix, ja, findet man einen Hund, der schnell ist. Mensch, mir fehlt ja nichts besser sein. Außerdem ist Idefix süß und... So. Das letzte Hemd. Damit kann ich dienen. Das ist gar kein Problem. Abgesehen davon ist es ja, seit wann trägt eine Frau ein Hemd? Also, ja. Die packen ja ganz schön mal die Drachen aus, wa? Wie Skago und Raschel, was ist denn jetzt los?
Ich habe keine Fee mehr im Team. Ja, Wasserfee rausgenommen für Wasser und Licht. Egal. Jetzt müsste... Ah, es sind 2 Pokémon, okay. Weil Z-Kraft und so ist ja Z-Kampf und nicht Z-Eis. Ich denke mal, Z-Eis wird ziemlich wehtun. Mann, ey. Die Attacke trifft 90%, nicht 50%. So geht es jedes Mal das zweite Mal daneben. Alter. Krawell, du brauchst dringend eine Zoom-Linse. Oder was die Großlinse, nicht mal, aber die Zoom-Linse. So, Level 39 und ja, der Angriff kann so sehen lassen. Also physisch halt, alles andere ist natürlich bei Krawell scheiße. Wobei es eigentlich für Finn ja auch ein bisschen egal ist. Drompack! Hat eigentlich auch eine Eisattacke. Scheiße, wollte den Part langsam beenden. Ups. Aua. Verzeihung? Ey! Ja, ist gut, ich hab's kapiert. 5-mal getroffen, wenn wir verarschen. Hier, Eishammer, tschüss. Okay, wollte mir doch ein bisschen zu schnell. Wenn ich sowieso bald noch ein bisschen einsetzen will, aber das kam, ist egal, komm, was soll's. Im Vergleich zu Idefix, der wird der Velociraptor noch schnell. Ja, dann tut mir auch ziemlich leid. Ich würde sagen, der Kampf noch war einfach etwa partmäßig her. Etwa 26 Minuten. Mittlerweile schon. Naja. Also sowieso die ersten 12 Minuten ein bisschen getauscht oder ein bisschen trainieren und so. Ein Parasäger. Kann ich auch keine Kampfattacke einsetzen, verdammter Mist. Ist doch Käferpflanze, oder? Ich glaube, es war Käferpflanze. Alles einfach schnell. Eigentlich ist es ziemlich lahm, aber irgendwie hat er so ziemlich fix drauf. Wundert mich ja schon ein wenig. Dankeschön, Idefix. Oh, Steinhagel kann auch perfekt. Vor allem natürlich Doppelkämpfe ist sehr geil. Oh, noch ein Drache-Pokémon. Alter, was ist hier los? Ich krieg ständig was mit Krawell zu tun. Ist natürlich geil, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja, klar, ich habe bei Sonne auch schon so weit gezockt. Aber das nicht, natürlich nicht mehr so in Erinnerung. Jetzt wäre zwar Idefix auch geil. Wegen Sandschauer. Naja, jetzt noch langsamer. Kann bitte mal irgendwie ein Pokémon kommen, was er mit Kampf einsetzen kann? Knirscher. Stellt man sich die Frage, wa? Ja, genug gute Lichtattacken. Muss ich sowieso noch überlegen für den nächsten Part dann. Wegen der Entwicklung, ja, von unserem Akup, also sprich, wie Donarion heißt es ja. Oh, das ist ein Geist, kann wieder nichts einsetzen. Gibt's nicht. Kein Z kann nicht einsetzen. Geistflug, keine Chance. Vor allem Geistflug, der kann er wieder Eishammer nehmen, ja, super. Ja, was er irgendwie noch sagen und dachte und so, von wegen. Ob Donarium vielleicht relativ früh gut attacken werden würde, ich jetzt einfach ein bisschen verlernt habe. Ich habe so eine Herzschuppe, aber. Hier in Mond, aber ich glaube, der Attacken hier dafür kommt relativ spät. So, Eisbrecher level gerade ein bisschen mir davon, wie ich das Gefühl habe. Und der Sandsturm wütet immer noch. Also ich muss in die Mitte. Habe ich hier noch irgendetwas? Da vorne noch ein Item. Ich glaube, hier findet man sogar noch ein paar Themen. Sind nicht komplett täusche. Oh, Sonnenbonbon. Also war das Gleiche. Soll ich ihn noch ganz kurz fertig machen und dann im nächsten Part gehen wir nur zu den Aufzug. Ist irgendwie größeres Areal als in Erinnerung, aber Verwirrung.
Hier unten war nichts mehr. Ah, hier ist ein TM. Ja, toll. Toxin. Das wäre mir Energieball echt lieber gewesen. Noch Erdbeben und so etwas. Toxin ist natürlich schon eine geile TM, keine Frage, aber ich habe schon Salamander TM beherrscht und deswegen so. Also. Ich habe gesagt, ich will Z Kampf einsetzen mit Krawellen. Mache das auch. Meine Güte. In der Folge noch länger, wollte heute 2 Folgen aufnehmen, dann wird doch nur eine draus. Schade. Das Ätherpersonal. Natürlich gefährlich, wa? Rasaf, Eisbrecher, ich meine Eisbrecher, Kampf-Eis, eine Kampfschwäche. Und Rasaf einigermaßen draufhaut, bin ich vielleicht sogar weg. Ich glaube, Rasaf ist nämlich ziemlich schnell. Jo, das war's für Eisbrecher. Ich sowas am Kommen sehen, ey. Super! Ich wollte gerade sagen, eine Kampfschwäche. Quatschutsu? Gut, halt Pogan nur einsetzen. Da kann er mit Kampfattacken überhaupt nichts ausrichten. Also wohl zur Theorie, ich setze eine Z-Attacke ein, wa? Mhm. Ein Prinzip ist ja nicht ein Eisbär komplett zurückholen. Wieso hat er eine Unlichtattacke? Okay, jetzt reicht's mir. Ich sage, Rasaf ist verflixt schnell. Rasaf mit Gewissheit. So. Ist zwar kein Kampf-Z-Move, mit Krawell vor allem nicht, aber hey, ist immer wieder cool. Ich finde, glaube sowieso von den Startern exklusiven Z-Attacken ist, glaube ich, das finde ich die geilste. Es wurde besiegt, wir waren einfach nicht stark genug. Hätte ich davor schon sagen können, Trottel. So. Jetzt haben wir dafür unten alles klar gemacht. Da geht es mit den anderen beiden weiter. In der nächsten Folge, wo wir dann, ich denke immer noch, ich versuche noch ganz kurz da mit Eisbrecher, versuche es nicht. Eine gute Frage, aber Z-Move einsetzen? Ich glaube nicht. Ich werde in der nächsten Folge dann vor allem für unseren guten Idefix ein bisschen Screentime geben. Noch ein bisschen zeigen, was er drauf hat. Und mal gucken, was denn bei der Aether Foundation genauso alles abläuft. Ja? Ist ja schon ein ziemlich seltsamer Laden und so. Was mache ich überhaupt? So. Stimmt, so hat eigentlich auch wieder, glaube ich zumindest. Wie sieht es mit den ID-Nummern aus? Doch nicht, weil ich habe hier echt Salamander so gefangen, deswegen der wird so ein bisschen weniger. Ich bin der Elektrobuhus. Ich glaube doch mal sicherheitshalber E-Metaller deaktivieren wegen Attacken für Bunarion. Die noch lernen könnte ich jetzt aber irgendwie verpassen. Könnte, theoretisch. Und sagen wir mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hier zurück in unserem neuen Team bei der Aether Foundation. Ciao zusammen.